Herzlich willkommen zur nächsten Folge unserer kleinen Reihe Kölsche Lätscher, eure Lebenshilfe bis Eschermittwoch. Und ja, ich bin, wie ihr sind, könnt die Miete, können sich ja denken, in der Altstadt wieder gelandet. Beim Dünnes und Schell, weil das damit ob sich hat, das sage ich euch dann gleich, da komme ich gleich zu. Ich möchte jetzt auf einen Komponist kommen, ist Komponist eigentlich ein Texter, der Gerhard Ebeler. Jetzt muss ich aufpassen, ich muss mich noch entschuldigen, da ist mir eine Fauxpas passiert. In der letzten Folge, da habe ich J.P. Werner gesagt. Hat das P. Werner im Kopf, ist natürlich J.P. Weber. Also, bevor ich überlege, sei hiermit klargestellt, aber dann sehe ich auch, dass ihr zuhört und aufpasst, weil da bin ich dann noch hingewiesen worden, völlig zu Recht. Nehmen wir das zurück, also J.P. Weber hieß der Junge mit der Flitsch, der uns so viel freut. Jetzt höchst wir ja wie gesagt, beim Gerhard Ebeler und der wurde 1877 in Köln geboren und hat dann Bildhauer gelehrt, wo er ja, in so einer Grabsteinmanufaktur hätte Grabsteine gemacht und Grabdenkmäler. Ja, hätte eigentlich ganz gut gemacht, hat sehr früh gemerkt, dass er eine Passion hat für die kölsche Sprache. Er konnte unheimlich gut damit umgehen, mit der kölschen Sprache und er hat viel Spaß an der kölschen Musik und hat dann sie früh als Gedichte geschrieben im Mundart und hat das gut vorangetroffen. Ne? Dann hätte später viel Schlager geschrieben für die damalige Zeit, so in den 20er, 30er Jahren und auch Karnevalslieder und die ganze Revue für das Grete Fluss. Das bejähnt mir jetzt, wo ich mich damit befasse, immer wieder. Was muss das eine Frau gewesen? Habe ich schon eine spezielle Folie drüber gemacht, wer das noch nicht gesehen hat, das ist wirklich eine interessante Frau. Und wie gesagt, der hat dann die ganze Karnevalsrevue für das Grete geschrieben und wurde sehr erfolgreich. Ne? Weswegen ich jetzt mit der Ebeler raussuchen kann, das ist die Tatsache, dass der sehr erfolgreiche Schlager geschrieben hat, und zwar der erste Millionenseller, der hat in der Musikgeschichte, ja, das war eine Kölsche. Und zwar der Text hat er gemacht, der hat den Text geschrieben für das Lied Du kannst nicht treu sein. Das wurde 36 für der gleichnamige Film verwandt. Und das wurde dann so oft gecovert, das Lied, da wird dann englische Coverversionen von und also Cover, wie soll man jetzt sagen auf Kölsch, also kopiert quasi. Ne? Das wurde so oft kopiert und dann in englische kopiert und dann wurde das quasi so erfolgreich, dass das in den US-Charts wochenlang um Platz 1 stund. Der Hans Otten hat die Musik geschrieben und dann hatten sie quasi das Lied in der Sprachversion, also mit Gesang und auch die instrumentale Version, die einzelne instrumentale Version, die waren dann wochenlang in den USA in der Charts, die erste 10 lange auf 1 und da wurde das so erfolgreich, dass 3 Millionen Mal verkauft wurde, das Stück. Und ist halt, wie gesagt, das erste Cover, die erste Platte, die einen Millionenstatus erreicht hat. Das war eine Kölsche, ich würde sagen, da hätte eine Kölsche wieder volle RBTLs und wurde weltweit erfolgreich, was man vielleicht ja nicht so weiß. Also ich wusste es nicht. Er hat dann auch natürlich als echte Kölsche seine Liebe zu der kölschen Sprache gepflegt und auch zu der kölschen Musik und hat Texte geschrieben. Und bekannte Lieder tragen singen Text, zum Beispiel Kölsche Mädchen, Kölsche Junge, ne? Aber heute sind wir Fidel unter anderem, ne? Das sind so Stücke, die dann halt textlich aus singen Feder stammen. Ne? Jetzt fragt euch natürlich, warum ich hier bei denen stamme, bei Dünnes und Schell, was hat das jetzt mit dem Ebeler, ich komme nicht auf den Namen, der Ebeler, was hat das mit dem Ebeler zu tun? Also der Ebeler, der hat nicht nur Lieder geschrieben, sondern hat auch Geschichte geschrieben, also Kretze, wie wir jetzt hier gelehrt haben. Und hat viel Kretze über so kölsche Geschichte geschrieben und natürlich auch gerade hier über die zwei, über der Dünnes und der Schell. Ne? Und hat dann auch Platte aufgenommen, also Schellackplatte, wo so kölsche Verzelche, also Kretze drauf waren und die dann halt
viel verkauft worden sind, weil die Kölsche sich da ja, auf Video gefangen haben. Ne? Also die zwei hätten nicht wirkliche Jove, das sind ja fiktive Figuren, die zählen aber trotzdem, obwohl es nicht die Jove zu den Kölsche Originale, die jetzt sonst alle Jove hätten. Ne, aber die zwei, man kann sagen, das sind vielleicht so eine Figur, wo es ja nicht darum geht, dass die aus Fleisch und Blut hier hat, sondern wo es darum geht, dass die so im Geist hier ne? Jede kennt so eine dünnes, ne? Und vielleicht auch so eine Schere. Ne? Also eine, der so ein bisschen Angst daherkommt und eine, der so ein bisschen Schlitz auch ist. Ne? Kennt vielleicht jeder und deswegen waren die und sind die so beliebt, und der Ebeler, der hat mit der Aufnahme dafür quasi auch gesorgt, dass die den Status in der Stadt haben, ne? Dass die so beliebt sind, ne? Die sind ja im Hennessy quasi so ein heimlicher Stars, wenn man so will, ne? In der Hennessy-Sitzung ja, also die haben einen unheimlichen Beliebtheitsgrad, ne? Das sieht man auch an der Ehrungen dieser LF haben, ne? Die haben am Dom zu Köln, haben die auf der Sieg zum Hauptbahnhof, haben die eine Figur, ne? Da jede die, ne? Und dann halt hier das Denkmal in der Altstadt. Und dann ist es so, dass zum Beispiel der KVB, muss man es für stellen, muss ich auch nicht, die haben Codewort für Funkverkehr, ne, in der Leitstelle. Das heißt Dünnes. Also wenn der KVB fährt und ihr hört dann dort Dünnes, dann hat das quasi jede Tag der Funkverkehr. Muss ich auch nicht. Ja, und dann steht noch in Jötzenich, ja, für den Plastik, die wurden 1950 gemacht, um halt zum Wiederaufbau da ein bisschen beizutragen, oder jede zu die Stadt, und ein 4 Meter hohe Nagelplastik muss das sein, die da noch steht oder stehen soll, und da sind die auch natürlich vererbt in dem Bild, wo dann um Gölle geht. Ja, und weil der Ebeler, weil der Ebeler, ich kann mir nicht merken, der Ebeler, weil der halt sich da so drum gekümmert hat und auch die zwei so oft erwähnt hat, deswegen stand ich jetzt hier im Denkmal, spiele ich aber jetzt der Millionenzelle, der geschrieben hat textlich, du kannst nicht treu sein. Ich wünsche euch damit viel Spaß. Ludwig Wieger drin. Ich habe ja jetzt den YouTube-Kanal und da macht mir Spaß, weil viele haben mich angeschrieben, sie könnten nicht auf YouTube, auf Facebook schauen, ne? was ich da mache. Und deswegen habe ich den YouTube-Kanal gemacht. Macht mir da, weil das ganz wohl so wichtig ist da auf YouTube, ich kenne mich da auch noch nicht so aus, macht mir da vielleicht den Daumen, ne? Oder mal ein Abo, dann kriegt ihr die Filme alle direkt so drauf, wie ihr das brot. Dann wünsche ich noch viel Spaß. Morgen ist ja die jede Tür Weibe fast nach an, da mache ich dann auch natürlich jetzt und dann machen wir halt so wie bis Escher Mittwoch, habe ich ja versprochen, und danach ja, einen Sinn setze ich das vielleicht auch fort, natürlich dann nicht jeden Tag, man hätte ja noch ein anderes zu tun, hoffentlich bald wieder ohne Corona, da haben wir nämlich so viel Zeit. Deswegen, blieb gesund, halt mal wieder die Stange und bis demnächst. Tschüss zusammen.